Hey Daniel, du bist der Bandleader von Melodic Confession, einer von unseren Metal Church Bands. Und Mhm. du bist seit dem Anfang dabei, seit 2012, also schon 14 Jahre. Warum? Ja, es ist eine lange Zeit und wenn ich so zurückdenke, ist für mich dann zumal logisch gewesen, dass ich da einsteigen wollte. Ich habe immer ein Arbeiterherz gehabt. Ich habe Metal, Rock, Hard Rock, alles gelost und das ist meine Musik gewesen, immer noch und habe wie gemerkt, die zwei Leidenschaften kombiniert, das ist etwas mega cooles, eine mega coole Möglichkeit, auch in das einzusteigen, auch wenn viel noch ungewiss war, so ein bisschen, wie soll das überhaupt gehen, wie funktioniert das. Aber für mich ist das dann so eine, spannend und ein Herzensprojekt, sofort ein Herzensprojekt gewesen. Weil die zwei Leidenschaften sind zusammengekommen. Und in dem mittlerweile oder über all die Jahre habe ich natürlich verschiedene Gründe gehabt, wieso dass ich weitermache. Und es ist, ja, es ist, Musik ist meine Leidenschaft, Anbetung ist meine Leidenschaft, ist immer noch gleich geblieben. Wir haben eine coole Band, wo wir es gut zusammen haben. Wir können zusammen Lobpreis machen und das ist etwas, wo einfach wie, ja, ist vielleicht mehr, ich habe noch nie einen Grund gehabt zum Aufhören. Also es ist einfach wie, das ist glaube der Weg einfach, wo der anders war. Ja, ist Wobei du mir schon gesagt hast, dass du immer wieder auch ringst zwischen diesen verschiedenen Spannungsfeldern, wo du drin stehst mit, eben, du irgendwo musst leben, Beruf, wo du musst Brot mhm, verdienen. Eigentlich bist du Profimusiker, aber das reicht immer so weit um Geld und Familie und es gibt mir mhm. schon Gründe zum Aufhören. Ja, schon. Also, wenn man es weltlich betrachtet, gäbe es natürlich schon Gründe, oder? Es ist eine Zeit, die man investiert, das ist das ganze Studium, das wir gemacht haben, wo man irgendwann könnte sagen, du, aber ähm, ich habe studiert, ich will doch etwas verdienen. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach für mich eine Investition ins Reich Gottes, ein gewisses an mein Beitrag an die Gemeinde, an das Reich Gottes. Und das ist mir mega wichtig. Und da bin ich natürlich schon immer, ich muss immer wieder mit der Family schauen und das ist ein stetiger Dialog, den ich da mit meiner Frau auch muss haben, dass es wirklich stimmt. Aber bis jetzt haben wir wie beide das Gefühl gehabt, nein, es ist wirklich noch dran, es ist Zeit, die Zeit ist noch nicht gekommen zum Aufhören und ähm, ich wüsste wirklich noch nicht, wieso das jetzt aufhören will. Ja, es ist immer noch wirklich seit dem Anfang ein Herzensprojekt geblieben. Genau. Hey, und das ist auch ein riesen Privileg, dafür mit dir unterwegs zu sein, das zu teilen. Aber einfach mal merci vielmal für das Ja, Miteinander sehr gerne. unterwegs sein. Und ja, ich hoffe, das darf weiter so gehen und dass wir unseren Teil können dazu beitragen, dass du das auch weitermachen kannst. Merci. Aber jetzt hat sich ja im letzten Jahr doch auch wieder etwas verändert in der Band. Erzähl, was ist passiert und was hat das auch ausgelöst? Ja, also wir sind, wann ist das gewesen? Im 18., 19., wo wir so in dieser Konstellation sind zusammen waren, mit dem Silas am Gesang, Timo und Diano an Gitarre und dem Libu, der schon seit dem Anfang dabei ist, wir am Bass und jetzt hat wie der Silas vor einem Jahr wie so gesagt, ja, für ihn ist es mit dem Auswandern und mit dem Aufwand und so einfach, ja, aus verschiedenen Gründen hat er dann gesagt, er höre auf. Und wir sind natürlich eben, sie sind ein paar Jahre zusammen unterwegs gewesen und haben wie gefunden, okay, bevor wir jetzt jemanden von uns reinholen, wo Leadgesang oder einfach den Gesang übernimmt, haben wir wie gefunden, eigentlich können wir auch alle singen, vielleicht nicht ganz so gut wie der Silas, aber wir wollen mal einfach probieren, wie das ist, dass wir wie das Bandgefüge beibehalten, das viert weitermachen und sagen, hey, es kann auch eine grosse Chance für uns sein. Wir haben schon Jahre immer gesagt, komm, wir könnten ja ein bisschen mehr Stimmung, ein bisschen Backing Vocals machen und durch das, dass der Silas immer da war, hey, ist sie halt nicht so dringlich gewesen wie im letzten Jahr. Und das ist natürlich eine Chance, wo man hat gesehen, hey, wenn wir uns ein bisschen Arsch klemmen, dann könnte man da auch coole Sachen herbringen und wo jetzt so wirklich langsam zusammenkommt. Und genau, das ist so ein bisschen der Weg, wo wir im letzten Jahr zusammen haben gemacht.
wo wir immer noch am Gehen sind. Also das ist stetig, sind wir da im Austausch. Was wollen wir noch? Welche Songs, die wir mit dem Silas gemacht haben, können wir wieder reinnehmen? Ist immer so ein bisschen die Herausforderung mit dem Instrument. Wo habe ich anspruchsvolle Teile zum Spielen und wo kann ich den Leadgesang übernehmen? Und das ist natürlich, ja, einerseits eben so ein bisschen das, wo der Silas, der weggefallen ist, aber die Chance, die wir wie auch haben gesehen und haben gefunden, komm, das probieren wir jetzt. Und ja, auch die Möglichkeit für das bekommen, oder? Das ist natürlich auch das Vertrauen, das wir von ganzen Metal Church bekommen, ist natürlich für uns mega viel wert, oder? Dass wir können sagen, komm, probieren es und die Organisation steht uns im Rücken. Definitiv. Und mit euch so, wenn ich schaue, dass ich wahrnehme, dass es wirklich, glaube letztlich vor allem auch uns als Gemeinde auch weckt oder auch noch einladender wird, zum wirklich aktiv Teil davon sein. Wenn natürlich nicht immer, hat noch nicht immer alles funktioniert, gell? Es sind nicht immer alle dort immer schön gleich gerade gewesen, aber ich habe das Gefühl von, hey, wir sind zusammen eben dran, das ist nicht, eben definitiv nicht das Konzept, sondern da sind wir zusammen da. Das ist das, was ich wahrnehme, bei mir selber nochmal, wobei das hat mich nicht so gestresst, aber ich merke, seit der Breite mich da, ist glaube ich etwas am Wachsen. Wie siehst du deine Rolle, eben jetzt in dem Sinne, wenn du, oder ihr als Band, was ist eure Rolle im Gottesdienst? Für uns, ich habe das Gefühl, wir sind einfach ein Teil vom Ganzen. Wir sind ein Teil wie die Organisation mit den Bands, wie die Predigt, wie Abendmahl helfen, wie vor und hinter der Bühne. Es ist wie, ich sage jetzt mal, jeder bringt sein Teil dazu, dass es wirklich ein Ganzes gibt. Und auch wenn wir vielleicht zeitlich und präsenzmässig auf der Bühne ein bisschen mehr abbekommen als andere, ist es wie einfach ein Teil. Und jeder Teil ist wichtig. Und so habe ich das Gefühl, kann so nur funktionieren, weil eben, wenn wir die verschiedenen anderen kleinen Teile, die man vielleicht nicht auf Anhieb sieht, nicht hat, dann wären wir vorher auch recht viel mal auch verloren, oder? Eben, was uns betrifft, mit der Technik, mit den Texten, es sind viele kleine Teile und ich habe das Gefühl, der Lobpreis ist ein cooler, wichtiger Teil, den wir dürfen beisteuern, aber eben, ob er jetzt wichtiger ist als andere Sänger oder das wage ich bezweifeln. Es gibt, jede Person ist unterschiedlich. Der eine sagt der Lobpreis mehr zu, der andere sagt das Abendmahl mehr zu, der andere sagt das Message mehr zu. Es ist wie, wir probieren es einfach, dass jeder etwas mitnehmen kann. Und das ist schön, dass wir diesen Teil dürfen beisteuern. Ja. Du hast gesagt eben schon am Anfang, dass eigentlich dir eben Arbeitung mega viel bedeutet. Was ist denn persönlich für dich, was das so speziell macht? Wieso ist das dies? Ja, der Lobpreis bringt mich immer wieder einfach in die Nähe von Gott und es ist immer wieder eine Entscheidung, ich mache jetzt Lobpreis. Und das ist auch, jetzt gerade im letzten Jahr, habe ich es nochmal krasser erlebt, oder? Wenn du weißt, ich komme, ich weiss meine Parts, ich habe die schon x-mal gespielt und wir können jetzt Lobpreis machen und go, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher, aber wenn du wie merkst, oh, heute muss ich noch singen, oder darf noch singen, manchmal ist es so ein Müsse, je nachdem, was man spielt, und das fordert dem raus. Und dann hat er wieder den Blick auf um was geht es eigentlich zu richten. Dann ist das so eine mega bewusste Entscheidung. Und ich merke immer, wenn ich wie mir bewusst entscheide, habe ich wie den Fokus wirklich auf Gott und auf seinen Thron und durch die Musik und durch die Situation vom Lobpreis und von der Entscheidung komme ich einfach vor den Thron und werde auch ruhig und das ist für mich auch ein grosser Ausgleich. Oder allgemein Musik, aber jetzt in Kombination mit dem Geistlichen, wo man wirklich vor den Thron kommen und die Anbetung machen, ist für mich ein wichtiger Ausgleich. Genau. Die Unterschiede, du hast es ein bisschen angetönt,
zwischen gottesdienstlicher Musik, zwischen Kirchenmusik und wenn du als im Konzertsetting als Bassist auf der Bühne stehst? Natürlich gibt es Unterschiede, oder? Es ist wie, der Lobpreis an sich im Gottesdienst ist noch viel als gemeinsames, wir haben wie, jetzt tun wir gemeinsam Gott loben und haben mit der Auswahl der Lieder haben natürlich, machen wir genau das. Und gleichzeitig ist aber auch für mich rein Musik schon Lobpreis. Also, wenn ich darf Musik machen, ist das für mich auch Lobpreis, weil ich überzeugt bin, dass einfach Musik auch von Gott geschaffen ist und er das so gemacht und wie andere in der Natur Gott dürfen erlebe ich halt einfach in Musik wirklich Gott mega fest und ja, es ist wie, Gott hat mir die Musik so aufs Herz gelegt, dass ich das in auch mega darf erleben und ab und zu erzähle ich das, aber das ist wie so ein Erlebnis, das ich mega krass hatte, wo ich wie gemerkt habe, hey, Gott ist nicht nur in einem gewissen Setting, wo man darf, oh, jetzt haben wir hier Gottesdienst und da singen wir die richtigen Lieder, darum dürfen wir hier Gott erleben. Ich glaube, Gott ist überall im Alltag und ich habe das erlebt, als ich Luzern an das Iron Maiden Konzert bin und dort vor im Golden Circle und es hat, ich glaube, noch geschifft vorher oder während dem Konzert und du stehst einfach dort und ich habe wie Gott dürfen erleben, weil einfach die Musik so krass war, weil ich die so krass erlebt, die Situation. Ich bin dort einfach gestanden, habe Gott merci gesagt für die Musik und bin wie von Seite angekommen mit Iron Maiden als Musik. Und das ist so ein Erlebnis, wo ich wie gemerkt habe, wo ich bis heute nicht vergessen habe, Gott ist einfach im Alltag, in deinen Leidenschaften, wo du hast und das ist sehr unterschiedlich. Bei mir ist jetzt wirklich Musik extrem halt, ja. Und für das sind wir sehr dankbar, dass du das mit uns teilst und lebst. Wenn du aufs letzte Jahr zurückschaust, letztes Jahr Metal Church 2025, gibt es etwas, was da besonders noch in Erinnerung ist, vielleicht etwas, was besonders cool war? Also vielleicht bei der Sache, wo ja, shit, letztes Jahr, das ist auch offen geblieben, das wünsche ich mir vielleicht für 26, dass sich das noch löst oder verändert. Also ich finde cool, wie sich Metal Church auch entwickelt. Weißt, wenn man überlegt, wie es früher war und da war man am Abtasten gewesen. Und jetzt hat man immer ein bisschen mehr so ein bisschen das Gespür, was braucht es alles noch. Ich finde es zum Beispiel mega cool gefunden, haben wir zurück ins Berg können, in der Auto Arena, ein Metal Church Gottesdienst, das Heavy Sanctum machen. Das ist einfach so ein Erlebnis, wo wie einem in dem ganzen wieder so ein bisschen wachrütteln. Wachrütteln ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so ein bisschen so ein Erlebnis, wo wie der Horizont wieder aufzieht, oder? Was ist überhaupt alles noch möglich? Und ich glaube, dort dürfen wir wirklich, durch das, dass wir auch nicht an einen Ort gebunden sind, einfach wie die Sachen ausprobieren, erleben und das finde ich eine coole Entwicklung, die ich jetzt gerade eben durch das Rückisberg mega cool habe dürfen erleben und ja, es gibt, ich meine, als Gemeinde, in dem Sinn, als Metal Church, hast du verschiedene Herausforderungen. Hast in jeder Kirchgemeinde, oder? Und dort gibt es sicher immer noch Sachen, wo wir wie dürfen offen sein. Was ist noch, was ist noch so ein bisschen zu wenig vorhanden? Was braucht es noch? Aber ich glaube, da sind wir genug offen, dass wir einfach wie sagen, mal, es darf auch alles Platz haben, es darf auch viel Platz haben. Und ich glaube, die Offenheit, das Open-Minded sein zu Neuem, ist, glaube ich, eine grosse Stärke von Metal Church. Und das finde ich cool. Sehr schön. Hey, Daniel, merci vielmals fürs Auskunft geben und ich freue mich über das alte Jahr und über das neue. Merci, ja.